Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Ja, leid. Ich habe wenig Plan, wie das jetzt anfangen soll. Ihr wisst alle, ich bin kein großer YouTuber. Ne? Ich freue mich über jeden einzelnen von euch, fast 6000 Kasper, die mir hier zuhören. Und ich habe in letzter Zeit schon häufiger mal das Problem gehabt, dass ich gedacht habe, ich würde gerne über andere Dinge reden, als nur über den Wingel, vor allem, weil über den Wingel gibt es ja momentan nicht viel. Ich bin da gar nicht so sehr unglücklich. Ich habe nur neulich ein Video gesehen und das hat mich ein wenig matt gemacht, weil es dann doch wieder was mit dem Wingel zu tun hat. Ihr werdet es aus dem Titel dieses Videos bereits schon herausgelesen haben. Oder beziehungsweise aus einem meiner letzten Videos, wo ich angekündigt habe, auf meine vage Art und Weise, dass ich zu dem speziellen Content Creator ein kurzes Video machen will. Die Rede ist, es geht heute um Ding. Um den guten Mann. Alex Prinz, alias der dunkle Parabelritter auf YouTube. Jetzt wollte ich euch vorher noch mal kurz Bescheid sagen, also mal kurz einen Überblick geben, welche Meinung Verhältnis ich jetzt auch als Metalhead zu Alex habe. Ich bin Alex persönlich noch nie begegnet, obwohl wir sicher auf einigen Festivals waren, also zeitgleich, ne, nicht miteinander. Und er ist mir vor Last-Minute-Lügen, ne? Also vor einiger Zeit, vielen Jahren, also noch relativ klein war, aufgefallen auf YouTube und also mein erster Gedanke war so, welcher cringige Wannabe-Poser nennt sich denn der dunkle Parabelritter? Der ist mir vorgeschlagen worden. Ich habe mir gedacht, okay, YouTube-Algorithmus, was willst du von mir? Das ist offensichtlich irgendein cringiger Mathe-Nerd, der irgendwas über Parabeln erzählen will. Ne? Und dann habe ich festgestellt, nee, es geht überhaupt nicht um Mathe, sondern es geht um Metal. Und ich bin ja auch schon sehr lange im Metal und ich hatte damals, das ist jetzt meine bescheidene Meinung, also ich hatte damals den Eindruck, dass er jemand ist, so von wegen, hey, ich war auf meinem ersten Metal-Festival, ich finde das dufte, ab heute bin ich der Experte. Und dann erzähle ich den Leuten einfach Dinge und die werden das alles ganz großartig finden, weil ich jetzt von heute auf morgen den absoluten Durchblick habe. Die Videos von ihm, die ich gesehen habe, die haben nicht viel Aussagekraft gehabt. Leute aus der Szene, also Leute, die wirklich aus der Szene sind, so Leute wie Rainer, haben das entweder schon gewusst oder man war so, naja, it's like your opinion, bro. Und ich habe mir gedacht, ja, der ist ein bisschen cringe. Hallo, IBIMS und schaut's mich an. Ich habe den totalen Durchblick und im Übrigen habe ich hier einen Pressepass für Wacken und darf jetzt irgendwie in den VIP-Bereich. Toll. Und ich habe dem Ganzen nicht weiter Aufmerksamkeit geschenkt. Ich habe natürlich auf Festivals und sowas unterhalten mit Leuten, wenn das Thema mal aufgekommen ist. Ich weiß es nicht. Ich war kein großer Fan, aber ich habe ihn jetzt nicht gehatet. Ne? Ich habe mir gedacht, lass ihn machen. Damals hatte ich ja vom Drachengame auch noch gar keine Ahnung. Und ich habe auch erst erfahren, dass der gute Mann am Altschauerberg war,
nachdem ich ins Drachengame eingestiegen bin. Ach, der war da auch. Und ich habe dann auch ein entsprechendes Video gesehen von Imp, wo es auch um das Thema ging und auf dem basiert jetzt eigentlich der komplett heitige Bums, den ich da mache. Ne? Der basiert eigentlich genau da auf der Geschichte von Imp. Dass ich der Meinung bin, dass da ein paar Sachen nicht so ganz geil sind. Ne? Im Übrigen, Quelle für dieses Video ist ausschließlich das Video von Dunklen Paradelritter, Held oder Hassfigur. Ich verlinke euch das unten rein. So. Er hat, der Alex hat nach Corona, ich glaube Corona war so ein Schnittpunkt bei ihm, seinen Content massiv umgestellt. Ne? Der Hintergrund hat er sich, keine Ahnung, bei 0815 YouTuber Hintergrund.com einrichten lassen. Ich weiß es nicht. Dann hat er angefangen, hässliche Hemden zu tragen und Jacketts aus der Thomas Gottschalk Gedenk Kollektion und über ernsthafte Themen zu sprechen. Aber also auch wenn das Ganze außenrum alles bis in 0815 war, fand ich die Themen, die er jetzt da die letzten Jahre angesprochen hat und oft die meisten, sagen wir die meisten, nicht alle, die meisten Videos eigentlich relativ gut. Ja? Da habe ich gedacht, hey, okay, cool. Der hat sich so ein bisschen aus dieser Nische raus befreit und hat sich ein bisschen auf andere Sachen konzentriert. Und er macht das nicht schlecht. Ja? Ich war nicht immer seiner Meinung, aber er hat seine Meinung in seinen Videos auf eine Art und Weise kundgetan, die Raum für Diskussionen gelassen hat und das finde ich immer gut. Ja? Und dachte mir so, okay, hier gebe ich ihm recht, da gebe ich ihm nicht so sehr recht, keine Ahnung. Auf meine Kommentare ist niemals eingegangen worden, aber Mai, der hat sehr viele Kommentare. Ich weiß, wie es bei mir mit 250 Kommentare ist, dass sie dann immer hinten nachkommen. Ich möchte gar nicht wissen, wie es bei 2000 ist. Draufgeschäumt. Jetzt ist es aber so, dass unser guter dunkler Parabelritter kürzlich sich entschieden hat, zumindest mit seinem Hauptkanal für eine begrenzte Zeit wohl zu Funk zu gehen. Keine Ahnung, wer sich mit der Thematik beschäftigt hat. Der Alex hat in der Vergangenheit häufiger mal sehr scharf gegen Funk geschossen. Das waren größtenteils auch die Videos, die ich geil gefunden habe. Also wo ich mir gedacht habe, hey, da sagt er mal was Richtiges und zwar nicht auf diese populistische Lügenpresse-Bullshit-Art von irgendwelchen Rechtsspongos auf der Straße, die, ne? Ihr kennt alle die Videos, die Ausschnitte, wenn sie dann einen erzählen über Bill Gates und, ne? Sondern sachlich und objektiv und das fand ich gut. Ne? Dementsprechend war ich relativ skeptisch, als ich, was war das jetzt, im Januar das Video gesehen habe von ihm, wo er gesagt hat, hey, ich mache jetzt hier das Experiment, ich mache jetzt ein Jahr Funk. Er hat das in dem Video relativ gut verkauft, warum er diese Entscheidung getroffen hat. Und ich habe mir gedacht, ja, jetzt mal schauen. Ne, vielleicht ist es ja tatsächlich ein Schritt in die richtige Richtung, dass man sagt, hey, wir nehmen Qualitäts-Content-Creator in dieses Funknetzwerk rein und schmeißen Stück für Stück die ganzen Y-Kollektivs, die sind glaube ich immer dabei, und Steuerung Fs und den ganzen Schmutz auf Klo, diesen ganzen Bullshit, der mit Journalismus und Bildungsauftrag und sonst was überhaupt nichts zum Tor hat und der nicht öffentlich-rechtlich finanziert werden sollte, meiner Meinung nach, schmeißt man aus und holen uns based Leute rein.
Problem ist, die besten Leute verdienen halt normalerweise mehr, wenn sie nicht bei Funk sind. Sag mal ganz ehrlich. Warum er das gemacht hat, er hat einen gut laufenden Zwei-Kanal, auf dem er seine Reactions hochlädt. Das ist eher Goldgrube, glaube ich, dementsprechend angeschissen. Und das erste Video, da ging es um den Tod der Wokeness. Ja, das hat man sich anschauen können. Ich glaube, das hat 40 Minuten dauert. Das hätte man auf geschmeidige 25, 30 Minuten runterschneiden können, aber sei es drum. Aber mir ist schon aufgefallen, ein bisschen in seiner, ne, weil er auch auf Mittelalter-Festival war, er hat vergessen am Campfire sein Schwert zu schleifen. Es war ein bisschen, ne, schwach. So ein bisschen Pulling Punches mäßig. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und er dachte, ja, ist halt bei Funk, da hast du ein bisschen mehr Maulkorb. Ich war ja froh, dass er nicht zu gendern angefangen hat, sagen wir es mal so. Und dann kam jetzt vor kurzem das Thema Held- oder Hassfigur über den Anzeigen-Hauptmeister. Ich muss euch sagen, ich bin sehr froh im Nachhinein, dass ich kein Video über den Anzeigen-Hauptmeister gemacht habe. Ich hätte fast eins gemacht und zwar, keine Ahnung, eine halbe Stunde nachdem dieses scheiß Video hochgeladen worden ist. Ich bin gerade durch YouTube gebrowst und dann hieß es hier, keine Ahnung, vor Viertelstunde Spiegel TV Anzeigen Hauptmeister. Denken wir so, der schaut reichlich dullihaft aus. Let's fucking go, schauen wir uns an. Und wenn ihr an dem Tag nicht danach direkt Stammtisch gehabt hätte, hätte ich sofort ein Video dazu gemacht. Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil offensichtlich werden die ganzen Sachen zum Anzeigen Hauptmeister von Spiegel irgendwie weggestrikt. Und der ist ja dann super viral gegangen, alles. Und jetzt kommt halt nach einer Zeit, kommt Alex auch mit zur Party und erzählt uns seine durch die Funkbrille gesehene Meinung über den Anzeigenhauptmeister. Und ich meine, es ist vollkommen klar, dass egal was für ein Dulli der Typ ist, also der Anzeigenhauptmeister, nicht Alex, egal was für ein Dulli der Typ ist, niemand das Recht hat, ihm auf die Fresse zu hauen. Ja, und dass da Selbstjustiz ihm gegenüber definitiv nicht gut zu heißen ist. Allerdings, als ich das Video gesehen habe, war einer der ersten Gedanken, die ich mir gemacht habe, war so, der wird früher oder später eins auf die Fresse kriegen. Zweifelsohne. Wenn du Leute anfixt mit Sachen, also, die dich eigentlich nichts angehen, dann wirst du Ärger kriegen. Und früher oder später wirst du an den Falschen geraten und der streicht der eine auf. Punkt. So funktioniert es. Ich habe es noch nie anders erlebt. Nichtsdestoweniger bin ich der Meinung, dass der Alex hier jetzt gerade wahrscheinlich, so meiner Vermutung nach, aufgrund seiner neuen Funkverpflichtungen, ne, gegenüber hier übermäßig Partei für den Anzeigenhauptmeister ergreift. Denn, sind wir mal ganz ehrlich, was der tut, müsste er nicht machen. Ich wäre auch froh, wenn es keine Leute mehr gibt, die in zweiter Reihe parken. Das ist immer AIDS. Oder, und ich bin auch dafür, dass Leute massiv bestraft werden, die jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Rettungswege oder dergleichen zuparken, einfach bloß, weil sie Arschlöcher sind. Wenn irgendjemand bei seinem Nachbarn oder beim Kumpel von ihm im selben Ort die Blumen gießt, während der im Urlaub ist und parkt dann seine Karre 2 Minuten da, wo jede Menge Platz ist und eigentlich niemanden behindert. So wie da der, ne, wie gesagt, der Nachbar, den der Anzeigenhauptmeister da angezeigt hat, dann, ne,
hier 5 gerade sein, Herrgott einen guten Moser lassen, Schwamm drüber, die ganzen Plattitüden. Trifft dann alles zu. Ich wollte mir jetzt mit euch ein paar Ausschnitte anschauen aus dem Video vom dunklen Parabelritter. Ne? Und auf ein paar Sachen eingehen. Let's fucking go. Erster Punkt ist so bei ja, knapp über 3 Minuten. Auch ich habe entrüstet in meiner Reaction auf Twitch reagiert, wie man es von jemandem irgendwie auch erwarten würde, der selbst Autofahrer ist und während des Beitrags eben auch irgendwie einfach nur Schmerzen erleidet und Flashbacks an all die Knöllchen bekommt, die er so in den Jahren gesammelt hat. Wobei es in meinem Fall eigentlich meistens Blitzerfotos waren. Ich würde... Ja, das ist der erste Punkt, wo ich sage, er hat da selber drauf reagiert und jetzt jetzt spaltet sich das Ganze schon. Da haben wir auf der einen Seite den Funk Alex, der auf seinem Hauptkanal ein Video macht, wo er im Laufe des Videos, Spoiler-Alarm, praktisch noch sagt, ja, hier ist alles übertrieben mit dem Anzeigenhauptmeister und der Hype und so und die negative Resonanz, die der bekommt. Auf der anderen Seite, er gibt jetzt, so, positiv kann man ihm anrechnen, er gibt wenigstens zu, dass er in seiner Reaction auch so dieses Rage-Baiting, dass er da auch darauf reingefallen ist. Aber er hat ja die Scheiße dann trotzdem hochgeladen, auch auf seinem Reaction-Kanal. Also die Klicks und die Barne, die er dann nebenher noch kriegt, schmecken dann doch relativ gut. Vor allem, wenn du dir denkst, hey, ich habe einen Kanal bei Funk, da kriege ich die konsistenten Funkbarne aus der GEZ raus. Und dann habe ich noch einen Kanal, einen Reaction-Kanal, wo ich meine Reactions, ich weiß nicht, macht er sie auf Twitch? Ich glaube, er macht sie auf Twitch. Wo nochmal Einnahmequelle ist. Also du hast wirklich konstante Einnahmequelle über die Scheiße, dann nochmal darüber und du kannst alles bedienen. Du kannst praktisch dich entrüsten und aufregen über den Anzeigenhauptmeister, weil du ja selber Autofahrer bist. Und auf der anderen Seite kannst du dann auf deinem Funkkanal schön hier den gemäßigten, vernünftigen geben. Und für beides kriegst du Geld, das ist großartig. Also, es ist Dr. Jekyll und Mr. Hyde sind ein Scheißdreck dagegen. Aber, sei es drum. Wie gesagt, man kann ihm wenigstens anrechnen, er hat zugegeben, dass er selber auch Content damit gemacht hat, darauf zu reagieren und sich darüber aufzuregen. So wie eigentlich alle anderen auch. Weiter im Text. Im Folgenden hat der gute Parabelritter jetzt ein paar Memes eingeblendet, auch so kurze Meme-Videos von irgendeinem Edeka am Bodensee und sowas. Praktisch, um zu verdeutlichen, dass das komplette Internet kurzfristig geflutet war von Memes über den Anzeigenhauptmeister. Wo man jetzt auch sich vorher noch überlegen muss, bevor das, was jetzt kommt, der Anzeigenhauptmeister hat sich auch persönlich in diese Situation gegeben. Aber jetzt hören wir mal zu, was ein Alex Prinz dazu zu sagen hat, dass diese Memes entstehen und dass hier Leute sich über ihn lustig machen im ganzen Internet. Oh, okay, stopp mal. Das ist doch absolut schrecklich, was hier passiert. Da ist jemand im ganzen Internet zur Lachfigur Nummer 1 gemacht worden. Und irgendwie fällt keinem so richtig auf, dass das alles kein Spaß mehr ist. Er wird für immer der Anzeigenhauptmeister sein. Das Ganze hat eine Dynamik, die schneller und heftiger ist, als wir sowas bisher beobachten mussten. Mittlerweile... Ja, Alex, nicht unbedingt. Würde ich dir jetzt nicht unbedingt zugestehen. Es hat eine Dynamik. Das ist alles kein Spaß mehr. Ihr merkt es langsam, wo die Parallelen sind. Ich meine, die Parallelen zwischen dem Anzeigenhauptmeister und unserem Winkel sind ja schon relativ häufig thematisiert worden. Von verschiedenen Leuten.
Und dass es dann Leute gibt, die sich da lustig drüber machen und alles, sei es drum. Erinnern wir uns darum, aber wie gesagt, größtenteils. Die meisten Leute, die jetzt auf den Content-Train aufgesprungen sind über den Anzeigenhauptmeister, waren dann Leute, die schon etabliert Influencer waren, YouTuber waren, Twitch-Streamer waren. Ja? Die natürlich gesagt haben, hey, das Thema, das ist gerade Hype, den Scheiß nehme ich mit. Ne? Die Klicks schmecken, die Kohle schmeckt, passt alles. Im Übrigen genauso wie er, als er darauf reagiert hat. Sich jetzt dann darüber zu beschweren, ist vor allem an Betracht der Tatsache, dass er selbst es ja damals beim Reinen nicht viel anders gemacht hat. Also klar, er hat in seinem Intro hat er gesagt, ja, die Leute müssen nochmal einen anderen Blick auf den Drachenlord einnehmen, und er hat das ein bisschen sehr versöhnlich gemacht, in diesem Intro vor dem, ich glaube, das war vor dem Interview mit Rainer. Er hat 2 Videos hochgeladen, einmal das Interview und einmal die Roomtour damals. Das war, ich glaube, im September 2015. Nagelt's mir nicht drauf. Aber ich glaube, es war irgendwann Ende 2015, ich glaube im September. Und nichtsdestoweniger war ihm bewusst, hey, das Thema hat gerade einen gewissen Hype, dieses Thema Drachenlord. Und der behauptet, er hätte irgendwas mit Metal zu tun. Ich habe was mit Metal zu tun. Ich als in Anführungsstrichen Metal-YouTuber, der das Ganze eigentlich, den kompletten Content, den Rainer gerne gemacht hätte, macht, und zwar erfolgreich, im Gegensatz zu Rainer, kriegt da easy einen Fuß in die Tür. Ich kann da hingehen und sagen, hey Rainer, hallo Ibims, der dunkle Parabelritter, ich weiß, du hast hier, du kennst mich, du würdest gerne genau denselben Scheiß machen wie ich. Du hättest gerne genauso viele Aufrufe wie ich und ein bisschen ins gute Licht gerückt zu werden vor meiner Community, die ja eigentlich mehr oder weniger eine Schnittmenge werden mit der Community, die du gerne hättest. Könnt ihr dir doch helfen? Kann ich nicht vorbeikommen und wir machen ein Interview und eine Roomtour? Und natürlich hat Rainer ja gesagt. Natürlich hat Rainer ja gesagt, weil Rainer auch, sagen wir es ganz ehrlich, zu dumm ist zu merken, wenn er vorgeführt wird. Und natürlich war, also unterstelle ich ihm jetzt einfach mal, Alex ist, es ist seine Intention nicht. Boah, ich rette jetzt den Drachenlord vor den Hatern oder ich mach da, ich helfe dem jetzt irgendwie oder ich mach da irgendwas besser. Ja? Da wollte man den Hype mitnehmen, seine eigene Reichweite hochpumpen und ein bisschen Klicks farmen. Und natürlich hat man sich dann ein bisschen versöhnlich gezeigt, gerade bei vielen Aussagen Rainer gegenüber, weil man genau weiß, man kann Rainer bloßstellen auf eine ganz andere, subtilere Art und Weise, weil er das nicht checkt, weil er zu dumm ist, das zu checken. Zum Beispiel mit der Roomtour. Warum ist denn die Roomtour und das Interview 2 verschiedene Videos? Man hätte das ja so zusammen in ein Video reinschneiden können, unter dem ganz großen Ding, hallo Ibims beim Drachenlord. Es gibt keinen Grund, warum man da 2 Videos draus macht. Keinen. Außer vielleicht von den Klicks und den Barren her. Aber man wiegt Rainer erst einmal ganz ehrlich, um das nochmal zu betonen, ich habe da moralisch überhaupt keinen Schmerz damit, dass man das macht. Ja? Es haben genügend Leute sich bei Rainer eingezeckt und dann Sachen geleakt von ihm, die ihn danach, also was heißt als Trottel dastehen lassen, ja? Die ihn danach halt einfach als den Trottel dargestellt haben, der halt einfach ist. Aber
natürlich zeigt man sich dahin und sagt, ja, Rainer, hallo, und ich mache da mit dir und ich meine da gar nichts Böses. Und dann kommt diese unschuldige Frage, können wir eigentlich da vielleicht mal so ein bisschen das Haus anschauen, so ein bisschen Crips machen, haha, ist wie ein MTV. Und Rainer natürlich, ja klar, lass machen, ja. Und dann führt er ihn halt einfach durch diese komplette Ruine. Im Übrigen Ruine damals schon, 7 Jahre bevor der Puff abgerissen worden ist, führt er ihn da durch und erzählt ihm die Storys, oh ja, der Hamster, oh, filmt aber besser nicht drauf, so ungefähr, so gleich ablenken, so der schläft. Ja, die Tür mit dem Loch drin, das hat natürlich seine Schwester neigetreten. Alles klar. Die komplette Abfuck-Geschichte in der Küche oder in diesem, was war das ehemalige Wohnzimmer gegenüber von der Küche. Überall der Putz von die Wände gekloppt, alles im Arsch. Ausgeschaut hat's echt wirklich wie in einem hinterletzten Crackhaus. Und das, also jemand, der es gut mit ihm gemeint hätte und ihn nicht als hinterletzten Asi hätte darstellen wollen, so wie Alex das ja damals behauptet hat. Und ich glaube bis heute noch behauptet, weil die Videos sind noch online auf seinem Kanal. Der hätte sich gedacht, oder wenn ich das hochlade, dann eskaliert es noch mehr. Und die Paradeриtter Roomtour Geschichte ist bis heute ja nicht ohne Grund legendär im Game. Also man hat dann hier offensichtlich genau das gemacht, was man hier gerade den anderen Leuten vorwirft. Man hat sich zunutze gemacht, dass sich da jemand im Internet als Vollidiot hingestellt hat, den jetzt eine nicht unbeträchtliche Masse an Menschen hasst, hat sich dann bei dem irgendwie eingezeckt, das Vertrauen erschlichen, um dann damit Content zu machen, der sich gut klickt. Und jetzt zugegebenermaßen, wo sind wir? 8 Jahre später, regt man sich darüber auf und stellt das so hin, so, oh, das ist ja unmöglich. Was machen denn die Leute? Das ist nicht mal lustig. Das ist ja kein Spaß nicht. Da hätte zu dem ganzen Ding noch eine kleine Nuance gefehlt, der Selbstreflexion, dann hätte ich hier kein Video darüber gemacht. Und zwar sich hinzustellen und eine Minute oder 1,5 dieses Videos dafür herzugeben, zu sagen, auch ich habe da sowas damals gemacht. Und ich finde das nicht mehr gut. Und ich habe jetzt hier, nachdem ich das Thema reflektiert habe, mich dazu entschlossen, meine wirklich nicht schlecht geklickten Videos, Drachenlord Roomtour und Drachenlord Interview von damals, auf meinem Kanal runterzunehmen, weil ich nicht mehr dahinter stehe. Weil ich ja offensichtlich dagegen bin, dass so ein Internet-Hype, wo jemand sich zum absoluten Otto macht im Internet und den Hass der kompletten Gesellschaft auf sich zieht, dass man sowas für Klicks ausnutzt, finde ich nicht mehr gut. Deswegen habe ich die Sachen runtergenommen. Hätte man machen können, hätte ich jetzt dann kein Video zu ihm gemacht. Ne? Aber wir schauen nochmal weiter. Es gibt noch ein paar Sachen, ein paar Timestamps, die ich mir noch rausgesucht habe. So, wir sind jetzt hier nochmal 2 Minuten später. Alex zieht sich jemanden, der im deutschen Internet immer ganz gern als Prügelknabe herhalten darf, weil er ja so erfolgreich und privilegiert ist und mit dem kann man es ja machen, Montana Black daher. Ne? Der einen Ausschnitt aus Montes Reaction auf diese Anzeigen-Hauptmeister-Geschichte, in der Monte mehr oder weniger das sagt, was ich vorhin gesagt habe, und zwar... Und auch wenn ich da überhaupt kein Freund von bin und mich davon distanziere, sage ich dir, Herr Anzeigen-Hauptmeister, sieh dich vor, pack dir lieber eine Pfefferspray in die Tasche, weil es wird nicht lange dauern, bis dir jemand in die Fresse haut dafür. Ja, und das ist ja mehr oder weniger das, was ich vorhin auch gesagt habe. Ja, ich finde es nicht cool, aber es wird passieren. Es wird 100%, irgendjemand kloppt dem eine auf die Fresse. Dann ist dasselbe mit den Klimaklebern. Warum die Klimakleber das machen, wie gesagt, ich werde es niemals verstehen, weil das Ziel, das sie
angeblich haben, werden sie damit im Leben nicht erreichen. Egal. Aber auch bei denen habe ich gesagt, irgendwann haut eigentlich einer aufs Maul. Ne? Und das ist halt auch passiert. Dann sind Leute ausgerastet, ja, da hat jemand denen aufs Maul gehauen. Ja, natürlich. Es ist offensichtlich, dass das passieren wird. Hier ist es auch offensichtlich, früher oder später kriegt er aufs Maul. Und je mehr bekannt ist bei den Leuten, umso früher wird es passieren. Jetzt müssen wir dazu sagen, wir haben natürlich beim Anzeigenhauptmeister auch jemanden, der ist jetzt nicht zum ersten Mal bei Spiegel TV aufgeschlagen, sondern ich glaube im ZDF, auf jeden Fall, ja, ZDF, bei den Öffentlich-Rechtlichen, Kelsey Priess. Das hat im Übrigen in diesem Video vom Paraderitter auch wenig Aufmerksamkeit bekommen, sagen wir es mal so. Dass der sich ja schon mehrfach in die Öffentlichkeit gedrängt hat mit seiner Scheiße. Ne? Also es ist ja nicht so, dass dieser Spiegel-TV-Bericht jetzt nur, weil er jetzt derjenige war, der viral gegangen ist, der erste Bericht über den Typen war. Es sind in den letzten Jahren schon mehrere von diesen Geschichten rausgekommen über ihn. Das war jetzt nur das, was wirklich die große Masse erreicht hat. Ja? Und jetzt schauen wir mal, was der Alex dazu sagt. Und naja, was soll ich sagen? Ein paar Tage nach dem Video von Montana Black hat dem AHM einer richtig in die Fresse gehauen. Wow. Wow. Seriously? Alex? Ich weiß, Alex hat jetzt nicht gesagt, Montana Black ist dafür verantwortlich, dass der AHM aufs Maul gekriegt hat, aber er hat es ein bisschen durchschimmern lassen, oder? Oh, was soll ich sagen? Das ist halt dann passiert. Komischer Zufall. Ich möchte jetzt da niemandem irgendwas vorwerfen, aber komischer Zufall. Montana Black sagt, er kriegt aufs Maul und kurz darauf kriegt er aufs Maul. Alex, das sind hier keine Mafia-Strukturen. Monte hat nicht irgendjemandem irgendwie, keine Ahnung, den Todeskuss gegeben und seine Schergen sind losgezogen und haben das vollstreckt. Montana Black hat einfach nur das Offensichtliche aufgezeigt. Er hat das Offensichtliche aufgezeigt. Wer sich auf die Art und Weise mit so vielen Leuten anlegt, der wird früher oder später eine kassiert kriegen. Es wird hier so ein bisschen der Anschein erweckt, als wären die Leute, die darauf reagiert haben, auf diese Spiegel-TV-Reportage, dafür maßgeblich verantwortlich, dass der Anzeigenhauptmeister eine auf die Fresse gekriegt hat. Aber das ist nicht so. Derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass der Anzeigenhauptmeister auf die Fresse gekriegt hat, sind zwei Personen. Der Anzeigenhauptmeister und der Typ, der immer auf die Fresse gehauen hat. Denn wenn der Anzeigenhauptmeister den nicht provoziert, kriegt er nicht auf die Fresse. Wenn der andere sich nicht provozieren lässt, gibt er ihm keine auf die Fresse. Die zwei Personen sind dafür verantwortlich, dass der Anzeigenhauptmeister aufs Maul kriegt. Und nicht kein Monte und kein Spiegel TV und kein sonst irgendjemand. Die zwei Personen. Es wird hier jetzt wieder dargestellt, als gäbe es hier praktisch eine und das ist komisch, wie schnell dieser Funk-Einfluss schon in so einen bestehenden Content Creator reinsickern kann. Da wird dann wieder dargestellt, als wäre alles, was hier nicht öffentlich-rechtlich ist, alle Leute, die praktisch Werbung schalten, so die ein finanzielles Interesse an diesem Content haben, wären dafür verantwortlich, die gehen über Leichen. Die nehmen billigend in Kauf, dass die Person hier körperlichen Schaden kriegt, um selber Klicks und Kohle zu machen. Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht, ob man das dann so hinstellen kann. Und das ist wirklich, das ist hier dieser eine kurze Satz, der fällt einem gar nicht so auf, wenn man das, keine Ahnung, beim Kochen oder Wichsen oder Daddeln oder sonst irgendwas sich gibt, das Video. Es dauert ja auch über eine halbe Stunde. Die meisten Leute heutzutage haben gar keine Aufmerksamkeitsspanne mehr dafür, eine halbe Stunde lang den Leuten zuzuhören. Und das ist in der Mitte vom Video. Aber es schwingt so unterschwellig mit. Es ist keine direkte, es ist kein direkter Vorwurf. Aber es schwingt unterschwellig mit. Es ist komisch, dass jemand kurz nachdem er zu Funk geht, auf einmal
anfängt, da wirklich solche unterschwelligen Botschaften reinzubringen, dass er sagt, hey, schau mal hier, diesen Leuten zu einem, den anderen Content Creatern auf der Plattform, die nicht bei Funk sind, so wie ein Montana Black oder sowas, die sind alle ein bisschen shady, die sind alle so ein bisschen an der Grenze zum Kriminellen. Traut denen mal lieber nicht. Wir springen zur Minute 22:51 und da hören wir jetzt mal zu. Ja, gerade nochmal so ein Teil von dem Interview mit dem Anzeigenhauptmeister eingeblendet, wo es heißt, es ist ein bisschen kleinlich und der sagt, ja, Gesetz ist halt Gesetz und sowas. Und dann schauen wir mal, was Alex dazu sagt. Weniger sachliche Einordnung, dafür ganz viel Effekt und Emotionalisierung. Bestes Beispiel, der Text des Offsprechers. Der ist im typischen Spiegel-TV-Stil möglichst bissig. Man nennt ihn Meister Petze, Knöllchen-Fetischist, Anschwärzer vom Dienst, die Nervensäge im Namen von Recht und Ordnung. Das ist natürlich vieles, nur nicht sachlich. Und gießt weiter Öl ins Feuer. Ebenso. Ja gut, das muss in der Situation, weiß nicht, wie sachlich das sein muss, aber die Leute sagen das halt über ihn. Also die Leute sind ja offensichtlich angepisst. Und wenn du jetzt rüberbringen willst, wie angepisst die Leute sind und die Leute sich solche Spitznamen für ihn einfallen haben lassen, dann ist es auch in Ordnung, die dann zu sagen, ne? Dass du sagen kannst, ja, hier, der hat da, vor allem da im Bereich seines Heimatortes schon eine gewisse Bekanntheit, zweifelhafte Bekanntheit erreicht und die haben schon weirde Spitznamen für ihn. Ne? Das sagt dann schon was aus. Also zum Beispiel, dass er das halt nicht seit gestern macht und dass er dass es nicht so ist, dass die Leute gespalten sind. Teilweise die Leute in seinem Heimatort sagen, nee, ist schon gut, was er da tut, sondern die meisten Leute tatsächlich ein bisschen Hasslatte auf ihn schieben. Also kann man das schon mit reinnehmen. So wie der Denunziantenvorwurf keine Frage war. Hört doch mal genau hin. Sie sind ein Denunziant. Sie sind ein Denunziant. Das ist keine Frage, das ist eine Aussage. Ja, Alex, das ist richtig, das ist eine Aussage. Das ist aber keine Aussage, die im Off getätigt wurde. Es ist jetzt nicht so, dass sie da den Sprecher im Hintergrund, den du gerade vorhin so als bissig bezeichnet hast, genommen haben und gesagt haben, ja, er ist ein Denunziant. Und er hätte sich da nicht dagegen verteidigen können. Sondern sie haben ihn mit dem Vorwurf konfrontiert, der auch ganz offensichtlich im Raum steht. Denn sind wir mal ganz ehrlich, meiner Meinung nach und offensichtlich auch der Meinung von den meisten Leuten, die die Scheiße gesehen haben, nach, ist der Mann natürlich ein Denunziant im Sinne der Definition. Ich glaube, Alex blendet jetzt diese Definition auch gleich nochmal ein, dann ist es vollkommen klar. Ne? Der hat er kriegt irgendwas dafür. Entweder irgendeine Bestätigung oder irgendwas, keine Ahnung, in ihm, vielleicht hat er irgendeinen Zwang oder keine Ahnung was. Oder fühlt sich großartig oder ist wollte zur Polizei und die wollten nicht haben, weil er vielleicht dumm ist oder was weiß ich. Und dadurch holt er sich jetzt seine Bestätigung für sich, dass er irgendwas Wertvolles für die Gesellschaft tut, obwohl er sonst nichts auf dem Kasten hat. Und andere Leute ankacken, nur um sich irgendwie aus niedrigen Beweggründen so eine kleine Bestätigung oder so einen kleinen Vorteil oder zu holen, ist die Definition davon, dass man ein Denunziant ist. Und natürlich kann man ihm das vorwerfen. Und ich sehe auch überhaupt kein Problem damit, dass man ihm auch als Journalist gegenüber nicht die Frage stellt, sind Sie ein Denunziant? Auch die hätte der positiv beantwortet, da braucht man gar nicht drüber reden. Aber sie haben ihm gesagt, aber Sie sind ein Denunziant, oder? Und der Anzeigenhauptmeister hat gesagt, ja, ich bin ein Denunziant. Ja, dann brauchen wir darüber nicht mehr diskutieren. Also, der Großteil der Menschen sieht das so, dass er das ist und er selbst bestätigt das noch. Man hat ihm da auch keine Falle gestellt. Man hat ihm einfach gesagt, hey, du bist ein Denunziant und der Mann, der ist zwar erst 18 oder 19 oder sowas, aber alt genug, um wissen zu können, was das Wort Denunziant bedeutet. Und er ist auch alt genug, um sich da ins Fernsehen reinzustellen, mit denen Verträge zu unterschreiben. Der Mann ist alt genug, um zu wählen, alt genug, um zu saufen, alt genug in Zwischenzeit, um zu kiffen.
der ist alt genug, keine Ahnung, zu Nutten zu gehen, sonst irgendwas. Es gibt einen Grund, warum wir eine Volljährigkeit in dem Alter haben. Und gerade jemand, der in diesem Alter ist, sollte inzwischen, da er ja in dem Zeitraum aufgewachsen ist mit Social Media, der praktisch kein Leben ohne Social Media kennt, sollte inzwischen wissen, welche Konsequenzen es, auch negative Konsequenzen es haben kann, wenn man sich so übermäßig in die Öffentlichkeit stellt mit einer dermaßen negativen Attitüde. Nicht nur aufgrund eines Rainer Winkler oder es gibt genügend Beispiele, wie Leute sich mit so einer Arschloch-Attitüde ins Internet gepimmelt haben und danach eben vom Internet die Quittung gekriegt haben. Und dass dann da Memes noch das harmloseste sind, was passieren werden. Das ist dem bewusst. Das muss ihm bewusst sein. Und da das auch jetzt nicht die erste Reportage war, in der er aufgetreten ist, wird es ihm auch bewusst gewesen sein. Schauen wir weiter. Dass das auch andere so sehen, bestätigt dieser Herr vor der Kamera. Er ist ein Denunziant. Fertig. Und das bestätigt eine Stimme aus dem Off nochmal mit. Im Übrigen, dieser Herr vor der Kamera hat Jura studiert. Der wird vielleicht auch ein bisschen mehr Ahnung haben, wer Denunziant ist und wer nicht, als du, Alex. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Lehramt und so. Einer, wie ich finde, etwas schwierigen Beschreibung, denn sie nennen ihn Den informellen Mitarbeiter der Ordnungsmacht. Es kann jetzt natürlich sein, dass ich als Ossi davor geschädigt bin. Für Da muss ich kurz noch mal reinhaken, weil da kriege ich schon wieder Hasslatte. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich weiß nicht, wie viele Leute von meinen Zuschauern aus den neuen Bundesländern kommen. Und ich bin mir dessen bewusst, dass gerade wenn jemand informeller Mitarbeiter genannt wird, der selbst aus dem Osten kommt, weil der Anzeigenhauptmeister kommt ja offensichtlich aus dem Osten. Dass das bei manchen Leuten triggernd. Jetzt ist es halt aber so, dass ein Alex Prinz die DDR nicht mehr bewusst miterlebt hat. Ne? Also die DDR war schon lange Geschichte, bevor Alex gewusst hat, was ein informeller Mitarbeiter der Stasi ist. Sich jetzt dann da hinzustellen und sagen, ich als Ossi, weiß ich nicht. Ne? Das hat für mich wieder so ein Gefühl, und da schlägt sich die Brücke wieder zum ganzen Funkgeficke, so ein Gefühl von, ich bin betroffen, deswegen habe ich die Meinungshoheit und ihr könnt alle die Fresse halten nach dem Satz, den ich jetzt gesagt habe, ich als Ossi. Ich kenne selber Leute, die Ossis sind, die auch die DDR und die Stasi noch wirklich bewusst mitgekriegt haben, die auch da noch irgendwie in die NVA mussten und so. Wenn die mir sowas erzählen, hat das einen anderen Klang dazu. Ich habe hier das Gefühl, dass hier ein Argument aufgebaut wird. Einfach nur darauf, so, ich komme daher, deswegen weiß ich das. Und sind wir mal ganz ehrlich, natürlich liegen die Vergleiche zu informellen Mitarbeitern der Stasi auf der Hand, wenn jemand, der aus dem Osten kommt, so handelt wie der Anzeigenhauptmeister. Ich glaube aber, es wären andere Klischees bedient worden, wäre der Anzeigenhauptmeister jetzt von woanders gekommen. Ich weiß nicht, wenn er jetzt Schwabe gewesen wäre, dann hätten sie ihn irgendwie auf Geiz hängen lassen. Es ist ja auch mehr oder weniger, Spiegel TV ist ja nicht rein journalistisch, ist auch ein Unterhaltungsformat, um ein bisschen, ja, da so ein bisschen Entertainment-Faktor mit reinzubringen. Das jetzt so zu überanalysieren, ist auf der einen Seite, kann ich es verstehen. Ich bin ein großer Freund davon, dass wenn irgendwo was problematisch ist und jemand aus Bayern ist involviert, dass die Leute immer als hinterwäldlerische Bierdimpfeln dargestellt werden, die den ganzen Tag bloß auf dem Misthaufen umeinander stiefeln. Nichtsdestoweniger weiß ich, dass das ein Stilmittel ist, Spielen mit Klischees, und dass das jetzt
mehr damit zu tun hat, wie er handelt, als damit, dass man jetzt irgendwie hier dem irgendeine politisch problematische Gesinnung andichten will. Sagen wir es mal so. Ja? Mich verbindet sich informeller Mitarbeiter mit den IMs der Stasi. Vor allen Dingen deshalb, weil sie von der Ordnungsmacht sprechen. Sprache erzeugt ja auch Bilder im Kopf. Und es macht einen Unterschied. Ja. Und das in der Sprache erzeugt Bilder im Kopf. Bla 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 bla. Das ist jetzt dieselbe Scheiß-Argumentation wie, wir müssen jetzt alle gendern. Und wenn wir das alle machen, ist am nächsten Tag die Welt perfekt und alles ist toll. Natürlich erzeugt Sprache Bilder im Kopf. Und es ist hundertprozentig auch so, dass genau dieses Bild erzeugt werden sollte. Allerdings, man hätte den an einem anderen negativen Klischee aufgehangen, wenn er irgendwo anders herkommen würde. Weil man natürlich das negativ framet. Wie will ich es denn positiv framen? Wie soll ich denn positiv framen, dass ein pedantischer Denunziant durch seinen Heimatort und auch andere Orte quer durchs Land fährt stellenweise, um Leute anzuficken und sich in Sachen einzumischen, die ihn nichts angehen? Wenn der Typ nur rumlaufen würde und wirklich sagt, okay, wirklich eklatante Geschichten. Da wird irgendwie, keine Ahnung, Rettungswagen blockiert oder parkt so, dass die Straßenbahn nicht mehr durchkommt oder was weiß ich. Da wird keiner was sagen. Aber jeden Furz und dann damit mit seinem Zollstock da umeinander zum Gehen. Ja, der Arsch von dem Auto, der steht aber 20 Zentimeter übers Schild hinaus. Das sind dann wieder 30 Euro. Natürlich wird das negativ. Das kannst du nicht positiv framen, weil solche Leute halt einfach nicht gesellschaftsfähig sind. Deswegen werden die von der Gesellschaft immer und immer wieder Schmerz erfahren. Die Gesellschaft reagiert auf sowas. Weil das ist noch ganz tief in uns drin. Und es ist scheißegal, ob du jetzt aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Bremen oder sonst woher kommst. Wenn du dich dermaßen asozial verhältst, wirst du von der Gesellschaft die entsprechende Retourkutsche, das entsprechende Echo kriegen. Jetzt hier das Ganze drauf hochzukochen, dass dieser Stasi-Vergleich da gefolgt ist schwierig. Weil auch das stellt dann wieder so die Leute, die das tun, als irrationalen Hassmob dar. Unterschied, ob man von der Ordnungsmacht oder der Ordnung an sich spricht. Das reproduziert mal wieder diese Stereotype des Ostdeutschen und natürlich hat Springer dann nochmal konkreter nachgefragt und kann jetzt titeln, sowas wie die Stasi sollte es geben. Da frage ich mich dann doch jetzt mal als Ostdeutscher, ja, ob man hier einen 18-Jährigen stellvertretend als Sprachrohr benutzt hat, um den Osten wieder in ein schlechtes Licht rücken zu können. Nein, Alex, hat man nicht. Das ist komplett herfabuliert. Ich weiß nicht, warum der Bur so geworden ist, wie er jetzt ist. Es juckt mir überhaupt nicht. Fakt ist, er ist so. Fakt ist, das Verhalten, das er an den Tag legt, ist höchstgradig asozial und dass er ein Denunziant ist. Und natürlich werden dann entsprechende Assoziationen gezogen. Es wird hier nicht ein 18-Jähriger dazu benutzt, um den kompletten Osten in den Schmutz zu ziehen. Das ist kompletter Bullshit, Alex. Es ist kompletter Bullshit. Ich kann es dir geben, dass du ein bisschen empfindlich bist, was das Thema angeht, weil du selber aus dem Osten kommst. Aber du musst doch mal dann wirklich drüber nachdenken und sagen, denunziert mir jetzt da wirklich den kompletten Osten damit? Oder in welche Richtung geht die Argumentationskette? Hat man ihn benutzt, um den Osten zu denunzieren, oder hat man die Geschichte des Ostens genutzt, um ihn ein bisschen dumm dastehen zu lassen? Ne? Also ist die Geschichte
im Osten sind alle so? Oder ist die Geschichte, wow, der ist zwar, keine Ahnung, 15 Jahre nach der Wende auf die Welt gekommen, ist aber immer noch in den alten Strukturen kleben geblieben. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge, die da passiert wären. Und ich glaube nicht, dass das Ganze Anti-Ost-Propaganda ist. Ich glaube, dass das ein Ding à la Drachengame ist, von wegen, schaut mal hin, was für ein Depp. Und ich habe es jetzt schon zweimal gesagt, wenn der irgendwo anders hergekommen wäre, hätte man ihn mit irgendwelchen anderen Klischees aus der entsprechenden Gegend genau so hinstellen können. Das Ganze jetzt wirklich da so zu überanalysieren und nur auf, oh ja, wir im Osten, weiß es nicht, Digga, ich weiß es einfach nicht. Klar fragt da das Westmedium den Sachsen-Anhalter nach der Einordnung der DDR-Praktiken. Einen 18-Jährigen reicht jetzt aber auch. Ja, Alex, der ist 18, der ist volljährig, ja, der darf wählen, der darf ficken, der darf rauchen, der darf saufen. Wie gesagt, irgendwann muss er gewisses Verantwortungsbewusstsein fürs eigene Handeln entstehen. Und wir haben halt in unserer Gesellschaft festgelegt, das sind 18, das schwimmt noch ein bisschen. Klar, wir haben das Jugendstrafrecht kann, glaube ich, nur bis 21 angewendet werden, wenn derjenige im Kopf wirklich nicht ganz beieinander ist, aber ne? Aber streng genommen, wenn ich jetzt als volljährige Person Scheiße baue, werde ich mich dafür, ich habe schon diesen Drachenlord-Ding, Scheiße bauen, Zeug machen, ne? Werde ich mich dafür verantworten müssen. Und wenn ich mit Spiegel TV einen Vertrag unterschreibe, dass die mich ein paar Tage lang begleiten, während ich mich im öffentlichen Raum wie die allerletzte Wildsau aufführe, dann brauche ich mich nicht darüber beschweren, dass ich danach in dem besagten Beitrag und in allen darauf reagierenden Beiträgen, egal ob es jetzt Springer ist, die ich nicht mag, die Bild-Zeitung, die ich als Unterding von Springer noch weniger mag, oder irgendwelche Montana Blacks oder sonst was sind, brauche ich mich nicht darüber beschweren, dass ich da als Arschloch dargestellt werde. Und es ist vollkommen wurscht, ob ich aus Bayern oder der Anzeigenhauptmeister aus Sachsen-Anhalt oder der Montana Black aus Buxtehude oder sonst irgendwas ist. Ist vollkommen gleich. Auch durch all diese kleinen Gemeinheiten, Sticheleien, polemischen Äußerungen und das Präsentieren auf dem Silbertablett steigt die Grundfrustration gegen den AHM und die Reaktion der Zuschauer ist dann halt... Das hat irgendwie innerliche Aggression in mir ausgelöst. Ja, und das ist nachvollziehbar. So etwas löst innerliche Aggressionen in uns aus, weil unsere Gesellschaft darauf aufgebaut ist, solchen Leuten mit Antipathie zu begegnen. Denn ja, das ist noch so ein bisschen dieser Primal Instinct. In den frühen menschlichen Gesellschaftsformen, die wir uns aufgebaut haben. So, ne, ganz früh als Rudel und dann die ersten Siedlungen und sowas, wo wirklich jedes Jahr wieder ein neuer Kampf ums Überleben war, wären solche Leute potenziell lebensbedrohlich gewesen. Da geht es um Zusammenhalt. Und das haben wir einprogrammiert. Und jemand, der sich so dermaßen gegen das stellt, was wir gesellschaftlich als, sagen wir mal, akzeptabel festgelegt haben, wird es zu spüren bekommen. Wie gesagt, es gibt auch genügend Leute, die irgendwie Parkverstöße begehen, die einfach nicht cool sind. Ja, wo dann aber auch rigoros dagegen vorgegangen wird. Wo dann auch keiner ein Problem hat, wenn da jemand Anzeige stellt.
Ich erzähle euch jetzt einmal einen kurzen Schwenk aus meinem Leben. Das war vor ein paar Jahren. Ich habe bisher zweimal in meinem Leben die Polizei angerufen und sie anderen Autofahrern auf die Pelle gehetzt. Und das eine war, ich glaube, vor 6 Jahren und das andere vor 2. Und beim einen war es so, dass ich auf der Autobahn gefahren bin und vor mir ist ein LKW gefahren. Ihr kennt sie mit dem großen hinteren Aufbau, mit diesen Planen auf der Seite. Und die Ladung war so scheiße gesichert, dass sie verrutscht ist und auf der einen Seite in Richtung der anderen Fahrbahnen schon gegen die Plane gedrückt hat und da schon so einen halben Meter die Plane rausdruckt hat. Und man dachte so, der fährt über irgendeinen Huckel drüber und die komplette Scheiße landet auf der Autobahn, scheißegal was der geladen hat, alle anderen rasen da rein und dann gibt es ein riesen Desaster. Da habe ich die Bullen angerufen und habe gesagt, hey Leute, ich bin auf der Autobahn so und so in Richtung da und da. LKW, das und das Kennzeichen, Ladung verrutscht. Ich weiß nicht, ob er es nicht merkt oder ob es ihm wurscht ist, aber unternehmst da was, ansonsten liegt das alles dort und dann gibt es eine Riesenkatastrophe. Und das zweite Mal war, da bin ich auf der Landstraße gefahren und der Typ vor mir ist über einige Kilometer mehrfach so wirklich so ruckartig ausbrochen. Ne? So in Richtung, da ist er in Richtung Leitplanke gegangen und kurz vor der Leitplanke hat er rumgerissen und ist halbert auf die Gegenverkehrsspur und dann wieder zurück und dann hat er da wieder zu viel gesteuert und das, haben wir gedacht, das kann das mal passieren oder so und das ist aber dann 2-3 Mal passiert. Und dann haben wir gedacht, okay, scheißegal, was da jetzt ist, wahrscheinlich ist der besoffen oder unter Drogen oder sonst irgendwas. Und wenn der sowas macht und tatsächlich Gegenverkehr kommt, ist Polen offen. Auch da habe ich die Polizei angerufen und gesagt, hey, das ist das Auto, das ist das Kennzeichen, da und da bin ich, in die Richtung fahre ich, bin direkt hinter ihm. Bitte zieht's den raus, schaut's, was da nicht richtig ist. Wenn es wirklich um Dinge geht, wo es wirklich Probleme für die Gesellschaft gibt, da hat keiner Schmerz damit. Wenn ich die Situation habe, wie in dem Video von dem Anzeigenhauptmeister, die meisten Leute von euch werden es gesehen haben, mit seinem Nachbarn da, verstehe ich vollkommen, warum die Gesellschaft mit Antipathie ihm gegenüber reagiert. Und das hat dann auch nichts damit zu tun, ob der aus Ostdeutschland kommt oder nicht. Ne? Das ist echt nicht normal. Auf der Website der Sendergruppe RTL, wo Spiegel TV ausgestrahlt wird, heißt es, die Redaktion von Spiegel TV weiß, was das Publikum erwartet. Harten, sauber recherchierten TV-Journalismus. Aber genau das macht dieser Beitrag eben nicht. Er hält journalistische Standards nicht ein. Erstens. Ja, gut, da schwadroniert das über die journalistischen Standards. Ich weiß nicht, ob die journalistischen Standards anzuwenden sind. Ja, es ist jetzt nicht so, dass die eine investigativ-journalistische Arbeit da vollführt haben, sondern die haben sich mit einem Trottel zusammengetan, der dumme Dinge tut und dafür die Quittung kriegt. Ich habe euch aber noch andere Sachen vorbereitet. Wartet mal, ich muss kurz pausieren. So, es ist immer ein bisschen nervig, weil die Schnitte bei Alex kommen immer sehr abrupt. Ja? Ich weiß, bei mir kommen keine, weil ich ein Amateur bin. Danke sehr. Die kommen immer sehr abrupt und da muss ich immer schauen, ne? Weil er sagt irgendwas und dann kommt der Schnitt und er redet sofort weiter, das ist keine halbe Sekunde dazwischen. Es geht jetzt darum, wie Leute ins Rampenlicht gezerrt werden und dann hören wir uns das mal an. Wir wissen nicht, was bei Menschen dahinter steckt, die ohne Kontext ins Rampenlicht gezerrt werden. Im Pressekodex des Deutschen Presserats heißt es, bei einer identifizierenden Berichterstattung muss das Informationsinteresse der Öffentlichkeit die schutzwürdigen Interessen von Betroffenen überwiegen. Bloßes So. Aha. Oh, warte mal. Sensationsinteressen rechtfertigen keine identifizierende Berichterstattung. Sensationsinteressen rechtfertigen keine identifizierende Berichterstattung. Ja, dann schauen wir doch mal. Also er wird hier in die Öffentlichkeit gezerrt. Ja, wir haben das mitgekriegt. Alex meint, der Anzeigenhauptmeister wird in die Öffentlichkeit gezerrt. Der Anzeigenhauptmeister hat sich angebiedert bereits dem ZDF und
RTL, bevor er bei Spiegel TV war. Also der ist da nicht hingezerrt worden, der wollte da schon hin. Ja? Bewusst. Und jetzt geht es hier um die identifizierende Berichterstattung, sprich, warum man beim Anzeigenhauptmeister den Namen und den Wohnort bringt. Es gibt da noch mal ein Thema. Zu Deutsch, es ist bums egal, wie er heißt und woher er kommt. Selbst die fucking Bild ist zu dieser Erkenntnis gekommen, zumindest seinen Nachnamen zu kürzen. Und wie fair ist es, einen 18-Jährigen, der offensichtlich seine Heimatstadt gegen sich aufbringt, 18 Minuten lang ohne Einordnung und ohne Faktenchecks der Öffentlichkeit preiszugeben? Ui, da habe ich, als ich das Video gesehen habe, massiv Hasslatte gekriegt. Da habe ich mir gedacht, Alex, bitch, please, bis dahin ging es ja noch. Also es geht darum, den Namen und die Adresse preiszugeben, also den Namen und den Wohnort dass die preisgegeben wurden. Und dass man hier praktisch den Leuten zum Fraß vorwirft. Wir hören uns das nochmal an. Das hat 10 Minuten lang ohne Einordnung und ohne Faktenchecks der Öffentlichkeit preiszugeben. Dass man ihn nicht der Öffentlichkeit preisgeben darf. Das haben wir ja gerade zur Genüge besprochen. Er begibt sich anscheinend aus freien Stücken ins Licht der Öffentlichkeit, okay. Richtig. Aber war ihm bewusst, mit welchen Tricks und Kniffen man ihn als Person zu einem Produkt ausschlachten wird und wie diese Werkzeuge das Bild prägen und damit auch die Reaktionen prädestinieren? Er wurde nicht der putzige Tor, sondern immer mehr zum Stasi-Mann außer Kontrolle. Eine der wenigen... So, zu diesem Thema möchte ich einmal eine kurze Aufzählung geben. So, Freunde, ich habe euch jetzt, echt noch mal die Mühe gemacht. Ich habe jetzt nur das Interview-Video. Nur das Interview-Video habe ich mir durchgeschaut, nochmal in zweifacher Geschwindigkeit und mitgezählt. Rainers Klarname fällt 10-mal. Seine Adresse 5-mal. Ne? Mal in Form von, yo, ich bin hier in Emskirchen, aber auch häufiger als, ja, ich bin hier Altschauerberg 8 in Emskirchen. Es wird auch mehrfach dann betont, dass es in Mittelfranken liegt. Also, weiß ich nicht. Alex, wollen wir noch mal ein paar Sekunden zurückgehen? Getort, Bild prägen und damit auch die Reaktion ein Produkt. Das haben wir wie ein Bild ist zu dieser Erkenntnis gekommen. Ein Jähriger, der offensichtlich seine Heimatstadt gegen sich aufbringt. Selbst die fucking Bild ist das Informationsinteresse der Öffentlichkeit, die schutzwürdigen Interessen von Betroffenen überwiegen. Bloße Sensationsinteressen rechtfertigen keine identifizierende Berichterstattung. Wow, bloße Sensationsinteressen rechtfertigen also keine identifizierende Berichterstattung, Alex. Ich weiß nicht, vielleicht solltest du dir deine eigenen beiden Drachenlord-Videos von damals nochmal anschauen und dann nochmal raussuchen, ob das Sensationsinteressen waren. Und ob das dann eine identifizierende Berichterstattung gerechtfertigt hat. Und du brauchst mir jetzt nicht damit kommen, dass Rainer seinen Namen und seine Adresse vorher schon ins Internet gepimmelt hat. Auch ein Anzeigenhauptmeister war vor diesem Spiegel-TV-Ding schon im Fernsehen und hat da seinen Namen und seinen Heimatort rausgepimmelt. Doesn't add up. Und auch wenn du mir jetzt erzählen willst, so von wegen, ja, dass journalistische Standards ja für dich nicht gelten hätten. Ich weiß, dass du hast ja vor kurzem ein schönes Video hochgeladen, wo du schon alles warst mit Presseausweis auf welchen Festivals, auch bevor das Video zu Ende 2015
bei Rainer aufgenommen wurde. Also, du warst ja vorher schon Presse. Offensichtlich, weil sonst hättest du auf diesen Festivals nicht diese tollen Presseausweise und Pressebändchen und sowas gekriegt. Also ist auch das schon mal präventiv als Argumentation eher nicht angesagt. So, und jetzt schauen wir noch ein bisschen später im Video. Da geht es jetzt darum, wie der Anzeigenhauptmeister geframed wird. Und auch das ist, keine Ahnung, da kann man zumindest drüber diskutieren. Bereits im Spiegel-TV-Beitrag hat sich ja gezeigt, dass man ihm ganz wunderbar das Wort Denunziant in den Mund legen kann. Also... Nein. Alex Niemand hat ihm das Wort Denunziant in den Mund gelegt. Man hat ihn mit dem Vorwurf, ein Denunziant zu sein, konfrontiert und er hat das bejaht. Ja? Es ihm in den Mund zu legen wäre gewesen, wenn ich jetzt drum herum rede und praktisch ihn dazu bringe, immer mehr so Eigenschaften zuzugeben, die man Denunzianten zuspricht, um ihn dann dazu zu bringen, von alleine zu sagen, ja, ich bin eben ein Denunziant. Ohne dass das Wort vorher jemals gefallen wäre. Dann hat man es ihm in den Mund gelegt. So hat man ihm gesagt, du bist ein Denunziant. Und er hat gesagt, ja. Das ist genauso, wie wenn man zu mir sagt, jo, du bist ein Drachenhater. Ja, bin ich. Das hat mir niemand in den Mund gelegt. Nutzt man ihn ganz frech und frei für weitere abenteuerliche Aussagen aus. Wie hier, wo sie ihn dazu Ja, warte mal. bringen, einen Überwachungsstaat wie den in China zu befürworten. Ich muss früher Pause machen, weil er das immer sehr schnell schneidet. Wie gesagt, ich bin kein Freund von ganzen Springer-Scheiße. Aber hier steht, in China wird sehr viel per Kamera überwacht. Der Anzeigenhauptmeister, das finde ich gut. Das würde ich mir in Deutschland wünschen. Ja, es tut mir leid, aber die Aussage ist halt bescheuert. Und wenn man die bringt, weiß ich nicht. Ne? Ist man schon ein wenig selber schuld. Nächstes Ding. Oder hier, wo er ihnen den Gefallen tut, sich als emotionslosen und vor allem Ihr tut den Gefallen, sich als emotionsloses Arschloch hinzustellen, aber gibt es Menschen oder Dinge, die sie lieben oder Tiere, irgendwas, was ihnen ein positives Gefühl gibt? Und das ist durchaus, Welt hin oder her, eine berechtigte Frage. Denn, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich bin ein sehr tierlieber Mensch. Vor allem, wenn es um Katzen geht. Ich liebe Katzen über alles und Katzen geben mir oft so eine Art flauschiges Antidepressivum. Ne? Man kann sich vom nervigen Alltag ablenken. Man hat einfach was Süßes, Flauschiges, auf das man sich freuen kann, wenn man nach Hause kommt. Man kommt nach Hause, man füttert das Tier und das Tier freut sich dann darüber und dann kann man auf der Couch zusammen kuscheln und sich noch irgendwas im Fernsehen anschauen oder sonst irgendwas. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Das geht natürlich auch mit Menschen, ne? Was ja die Frage auch impliziert. Offensichtlich hat der das nicht. Denn wenn ich wirklich mit meiner Zeit nichts Besseres anzufangen weiß, als das zu tun, was er tut, und ich weiß, das ist jetzt eine Winkler-eske Aussage gewesen, ne? Aber sind wir mal ganz ehrlich, auch wir, die wir das Drachengame als Hobby haben, verbringen ja nicht jede freie Minute damit. Der Typ verbringt jede freie Minute mit der Scheiße. Der fährt komplett durchs Land nur um Leute aufzuschreiben, um allein die Anzahl der Anzeigen, die er gebracht hat, irgendwie 4000 Stück im Jahr. Das sind über 10 pro Tag.
impliziert, dass er jede freie Minute damit verbringt. Und keiner von uns verbringt jede freie Minute mit dem Drachengame. Weil wir Dinge haben, die wir lieben, Dinge haben, die uns wichtiger sind wie die Scheiße. Bei ihm ist es offensichtlich nicht so. Er liebt offensichtlich nichts mehr, als Leute anzukacken. Als dieses Denunziantentum zu verwirklichen. Deswegen ist das eine berechtigte Frage. Gibt es denn nichts, was dir ein gutes Gefühl gibt, was du sonst machen könntest? Und der Anzeigenhauptmeister sagt, was anderes außer Recht, Gesetz und Medizin interessiert mich nicht. Ich war mal im Kegelverein, das hat mir nicht gefallen. Das war langweilig. In der Zeit, in der ich da Kegel auf einer Bahn hin und her schiebe, hätte ich auch was Sinnvolleres machen können. Zum Beispiel die Stadtkasse füllen. Ganz ehrlich, es gibt Leute, die für ihren Ort ehrenamtliche Tätigkeiten machen, damit die Kommune dafür kein Geld ausgeben muss. Die helfen auch der finanziellen Lage ihrer Kommune und die werden generell von allen Leuten gemocht. Diesen Weg könnte man ebenfalls einschlagen, wenn man sagt, hier die Stadtkasse hier und meine Kommune, die braucht Geld, dann übernehme ich Aufgaben, für die sie sonst Geld ausgeben würde, damit sie sich das Geld spart und dann woanders einsetzen kann für sinnvollere Sachen. Das wäre möglich. Dann würde dich deine komplette Kommune lieben. Wenn er sagt, hey, das ist, schaut es euch an. Mit 18 Jahren so viel Zivilcourage und dann an seinem freien Wochenende geht er dahin und arbeitet ehrenamtlich für die Gemeinde. Keine Ahnung, bepflanzt Grünstreifen neben der Straße oder schneidet irgendwelche Hecken oder sammelt irgendwo Müll auf oder schießt mir ins Knie. Nein, er hat sich dafür entschieden, draußen vor die Tür hinzugehen und Leute anzukacken, die einfach nur ihren normalen Alltag bewältigen wollen. Weiß ich nicht. Ne? Vor allen Dingen lieblosen Menschen darzustellen. Ganz nach dem Motto, so jemand wie der ist doch einfach nicht geliebt worden und ja, offensichtlich empfindet er keine Liebe. Findet auch keine Liebe für andere. Genau. Ganz ehrlich, wenn ich Leute habe oder Tiere, die ich liebe, dann werde ich die nicht links liegen lassen, damit ich irgendwelchen Dullis, die für 2 Minuten dastehen, damit sie nicht einen halben Kilometer laufen müssen, um ihr Dönerfleisch in ihr Lager zu bringen, dass ich die ankacke. Das war sowieso das Ding. Der Typ stand da absolut niemandem im Weg, der Dönerbudenbesitzer in dem Video. Der stand da niemandem im Weg. Der einzige Grund, warum er da geparkt hat, ist, dass er da 5 Meter hatte zu seinem Lagerraum, wo er die Sachen reinpackt, um im Übrigen auch die Kühlkette möglichst gut zu gewährleisten. Qualität der Lebensmittel etc. bla bla. Die kommen dann aus dem Auto sofort rein ins Kühlhaus, anstatt nochmal irgendwie 30 Meter über die Straße zu laufen und wird dann da angefickt. Ihr habt es gesehen, die scheiß Straße ist, da hätten 2 LKWs noch nebeneinander vorbeigepasst. Es gibt Möglichkeiten, seiner Kommune behilflich zu sein, auch ohne die Leute anzuficken. Ganz zu schweigen davon, dass ja jetzt im Endeffekt herausgekommen ist, dass der von den entsprechenden Ordnungsämtern und sowas gesagt haben, sie können dem Ganzen allem gar nicht nachgehen und dass die Kohle, die er da angeblich erwirtschaftet hat für die Gemeinde oder für andere Gemeinden auch, einfach wirklich im einstelligen Prozentbereich dessen ist, was er ursprünglich angegeben hat. Ich glaube, 350 € oder sowas sind tatsächlich vollstreckt worden. Der Rest ist wegen Nichtigkeit fallen gelassen worden. Und man hat ihm das gesagt. Dann sagt man hier, lieber Anzeigenhauptmeister, das ist löblich, dass du versuchst, dir Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten.
aber du bist ein pedantischer Denunziant und wir brauchen dich hier nicht und die ganzen Sachen, 99% von der Scheiße, die du anzeigst, werden ewig Nichtigkeit fallen gelassen. Das Einzige, was du dadurch verursachst, ist ein Haufen bürokratischer Aufwand, um rauszufinden, ob das was ist, was wegen Nichtigkeit fallen gelassen gehört oder ob wir es verfolgen sollen. Das heißt, im Endeffekt kostest du uns mehr Geld, als du uns einwirtschaftest. Also lass es bitte bleiben. Und anstatt dann zu sagen, oh, Entschuldigung, das habe ich nicht gewusst, ich hätte gedacht, ich tue euch was Gutes, sagt er, nein, ich mache da weiter. Dann ist das Argument, weil er es ja offensichtlich weiß, dass er den Leuten mehr Kosten als Nutzen verursacht, auch schon wieder komplett im Gully runtergespült, dass er sagt, er will hier irgendwie die Staatskasse füllen. Ne? Es ist halt alles massiver Horse etc. Shit. Und jetzt gehen wir noch einmal kurz ans Ende vom Video und dann haben wir es schon wieder. So, jetzt haben wir nochmal eine kurze Aussage am Schluss. Wir alle haben einen Anteil daran, wie sich solche Geschichten entwickeln. Am Anfang jedoch steht die Verantwortung des Mediums, das sich hier nicht an einen Kodex gehalten hat. Wäre hier gute Arbeit geleistet worden, wäre das nicht passiert. Und wenn aus wirtschaftlichen Überlegungen nicht einmal diese Grenze gezogen wird, dann bleibt es eben an uns hängen, genau zu fragen, was sehen wir wirklich? Was nehmen wir eigentlich wahr? Und was machen wir daraus? Ja, ist komisch, es kommt mir fast so vor, als würde der dunkle Parabelritter es auf einmal so richtig massiv, aber ganz massiv gegen alle anderen Leuten schießen, die journalistische Integrität schleifen lassen aufgrund von finanziellen Interessen. Sprich, was da mitschwingt ist, vertraut mal lieber auf die Öffentlich-Rechtlichen. Die haben ja keine finanziellen Interessen, weil die kriegen ihr Geld ja so oder so. Deswegen ich als Funk. Und das ist schwierig. Ne? Es ist schwierig einfach. Ich habe mir das Video jetzt von ihm 3-mal angeschaut. Also einmal das ursprüngliche Anschauen auf der Couch und jetzt so 2-mal hinten nach in Vorbereitung auf dieses Video. Und mir sind jedes Mal noch mehr Ungereimtheiten aufgefallen. Zum einen, dass halt wirklich einfach Feindbilder aufgestellt werden, die praktisch als Verantwortliche geframed sind, die komischerweise alles Leute sind, die in direkten Konkurrenzkampf zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk stehen. Ja? Egal, ob es jetzt Spiegel ist oder Springer oder Montana Black. Alle Leute, die hier angefeindet werden, wegen ihrer schlechten, verwerflichen Berichterstattung und ihrem Doxing, ne? Und ihrem fast schon die Leute dazu auffordernden Verhalten, dem eine aufzustreichen, sind alle nicht Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wohingegen die Teile des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die stellenweise Ähnliches tun oder auch in diesem speziellen Fall getan haben. ZDF, das bereits über den Anzeigenhauptmeister berichtet hat, lange bevor es Spiegel TV getan hat. Ein dunkler Parabelritter, der jetzt erst seit kurzem bei Funk ist, aber auch früher Dinge getan hat. Also zu diesem Thema hat er selber in einem Video zugegeben, reagiert hat und da die Klicks mitgenommen hat, aber schon früher genauso gearbeitet hat, als es ums Drachengame ging. Diese Dinge werden rausgelassen. Die werden da nicht angesprochen. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so ein neues Identifikationsmerkmal ist. So, ich identifiziere mich jetzt als öffentlich-rechtlicher Journalist. Ich als Journalist. Im Übrigen einer der wenigen
Funkkanäle, die ich feiere und für die ich Geld bezahlen würde. Hier, Cold Mirror. Und ich sehe das ein bisschen, also ich habe dieses Video gesehen und mir hat es ein bisschen gecringed, muss ich sagen. So Leute, ist jetzt auch schon wieder 1 Stunde 20 Minuten. Sagt's mir, was ihr davon haltet. Bin ich komplett lost? Bin jetzt ich der übersensible Dulli, der da viel zu viel reingelesen hat, der da viel zu viel, keine Ahnung, den Boogeyman im Schatten im Hintergrund stehen und die Fäden ziehen sieht? Oder habe ich da vielleicht den einen oder anderen Punkt, der ein bisschen hier sus ist? Bis demnächst, Leute. Metal off und tut nicht, was Rainer tut.